Die Herren, war das der letzte Streik für uns schmelzen? Aus der Streik an Wasser gefallen? Der Streik ist teilweise an Wasser gefallen durch die vielen Reden. Ich meine, für die Bemerkung zurückzukommen, war für uns zumindest ein gewisser Succès. Kann aber nicht mehr definitiv ein Succès sein, wenn alles das, was man versucht uns zu erklären, weil auch von Herrn Mittal von seinen Leuten verstanden wird. Ich hoffe vielleicht doch in dem Sinne, dass es der letzte Streik war, den man machen musste, für Resultate zu kriegen. Es war aber wichtig, für zu markieren, dass auch der Herr Mittal gesagt hat, dass auch heute in Lützeburg Leute aus der Stahlindustrie nicht einverstanden sind mit dem Weg, den er angeschlagen hat, und mit dem Weg, den er will fahren. Kann er nicht für die groß 100 Jahre feiern und dann sehen den Schmelzen. Das war die so. Am Vorfeld von diesem Gespräch hat man ein paar Gedanken über die Zukunft von der CDRG heute zu Lützeburg gemacht. Ich kann vertreten nicht mit den Gedanken von meinen Kameraden. Wie sie überhaupt schon von Ersch für was gestreut? Ja, das ist ganz klar, dass den Herr Mittal will Stück für Stück Arbeitsplätze heute zu Lützeburg aufbauen, für sie dann noch Stück für Stück an Zujanischen abzubauen, Tisch für die Ausgabe vom Lohn zu reduzieren. Weil ich kann teilweise verstehen, als Chef von einer Firma, da wo schwer ist, als Regionalpatriot dorthin zu holen, dass eine Industrie, die so lange heute der Reichtum in Lützeburg garantiert hat, dass die dann Löser löst, dass die nur muss nachgucken, dass die Löser löst verschwindet. Und das ist schon, dass die ein Stück weh am Herz. Du musst bedenken, dass viele Leute Arbeitsplätze verlieren, aber du musst aber auch envisagieren, dass sie nicht die Einzigen, die so schaffen. Insgesamt ist der Mittal nicht mehr von denen, die auf den Zug abspringt. Viele Industrien machen nur einfach halt so, weil es einfach zu teuer ist. Und gehen einfach an andere Länder. Ob es wirklich so ist, dass wir uns recht los sollen vorstellen, ob es um die Einzelpersonen geht, fand ich ein bisschen fragwürdig, weil immerhin ist der Mittal ein von vielen, die das machen. Die hat Streiken gelöst. Mir war das nicht im Suss. Man hat das just noch für das Gewissen zu beruhigen. Es war nicht unbedingt weil man Gewissensbiss hatten oder Hund vorher für allen für sich anzusetzen. Aber für das, wo wir überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist, dass es also die Stahlindustrie nach am Land eine Rolle zu spielen hat. Es gibt verschiedene Sorten von Streiken. Da ist ein Warnstreik, für so, du kannst mal im Zeug auf den Tisch, dann gehen mal Fakten auf den Tisch gelegt, genug Streiker, wo es um einen präzisen Punkt geht, ob das los, wenn es Lohnerhöhungen, das ist also eine andere Sort von Streik. Hier war ein Warnstreik für den Herrn Mittal, an dem Herr Wirth, an all den anderen von der Südregie zu so. Wir leben nicht mehr das Spiel, was darum geht, mit das zu machen. Wir hätten gerne einen Plan d'Investissement auf den Tisch, und wir wollen gerne wissen, wie es in der Stahlindustrie in Lützeburg steht, mit zwei wichtigen Denken zu machen, für auch den Herren aus dem Aktionariat zu sagen, das ist Schluss. Und dann hätten wir gerne Fakten. Arcelor seht ihr selber, streikt ihr ruhig. Mehr haben nicht erkannt. Für Sie sind also just Papaya-Tiger, oder? Ich gebe nicht Mengen Papaya-Tiger, aber das ist klar, dass von den zwei Sitten, wie in diesem Fall, ob zu Rodasch und Schöffling, sowieso nicht voll fährt, da geht eine Streikmann zu spüren, wie wenn eine Vollproduktion ist, sodass der das am Anfang auf Lützeburg gesagt nicht weh geht. Wenn der Herr heute das gesagt hat, was er gesagt hat, dann ist es doch vielleicht just einfach, weil er keine andere Rennfahrt hat. Weil er selber ja wahrscheinlich auch damit konfrontiert wird, dass er eine neue Sache von oben rauf diktiert kriegt und dass er selber nicht weiß, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, dann erwarten wir in dem Moment doch so. Ne? Et huet fir un Portal auch kein Poli gesinn, als Poli war auch net mat ihrem Wasserwerfer do. De Wiekreuter wo das do hinbliwen. Die hat dem Herr Reuter wahrscheinlich gesot, sie brecht net ze fährten, Dir geft fir segen, dat alles friedlech gef auflaffen. Oder Herr Bernardini? Vielleicht hat die Polizei nicht Möglichkeit, sich mehr solidarisch mit euch zu erklären. Vielleicht haben wir einfach mal Spaß beiseite. Wenn wir streiken oder wenn wir Aktionen machen oder Manifestationen planen für den Betrieb, dann ist das immer mehr der Wünsche aufgeschwatzt mit der Polizei, im Sinne, dass man so den Tag lebt, da und da um die Zeit. Herr Spauz, mit wem ist es dann mehr schwer zu verhandeln? Mit Herrn Juncker oder mit den Leuten von ArcelorMittal? Ja, ich meine, den Unterschied ist, dass Herr Juncker hier am Land präsent ist, dass Herr Juncker weiß, hier am Land lebt, und dass bei denen von ArcelorMittal, wo jemand denen Leute, die heute zu Lützeburg zu verhandeln hat, dass das nicht unbedingt immer die sind, die auch Decisionen zu holen haben, wenn es heute zu Lützeburg ist, wo die hauptsächlich Verhandlungen mit Herrn Reuter gefordert gehen, so dass Herr Reuter aber nicht die Decision final hält, mit das dann nicht den Herr Mittal oder andere, die zu London sitzen, und nehmen heute zu Lützeburg auch Passage sind, und das ist eine grosse Differenz, weil Herr Juncker kann direkt so, ja, sie nachverstehen oder wir machen das. Die Schüler sind noch auf die Straße gegangen, für Madame Delvaux hier Reform zu protestieren. Die Schüler trauen den Politiker einfach nicht. Und auf was muss ich aufpassen, wenn ich mit den Politikern verhandelt, Herr Spauz?
ich verstehe, dass Schüler so denken, weil ich schon auch 3 daheim sitzen, die machen auch als ihre Macht gemäß so, aber das heute letzte Politiker nach immer am Alltagsgeschäft dabei ist, wenn wir sie nehmen zu 500.000 von den alles zu Summe recht und kennen den einer, mir dass der Misstrauen noch viel könnt durch Sachen, die am Ausland sind, wo du Negativbeispiele auch groß ugeprangert gehen, wie das als letzte aber nach immer ein anderes System wird. Herr Bernardini, Streik mal GBL zu organisieren, das ist ja Ball wie Familienfest zu organisieren. Die Jungen holen Fandeln, Delos Plakaten oder Flyer bei Edith Presstrecken, die gehören ja auch zu ihrer Familie. Und die Jungen mengen eher Kommunikationsmethoden wären evaluiert. Ja, war wichtig Familienfest. Dann ist auch wichtig, dass Schüler Nummer Trundel, ich meine, auch Plakaten verdeelt oder abhängen geht. Vielleicht spät Bemerkung, mehr hat nur bei so Plakat, von der so gut geguckt und eine Facebook-Adresse drauf gesagt. Da das aber nicht ganz viel verfolgt, vielleicht war das zu viel neu oder vielleicht war unser Publikum noch nicht so gewinnt, das machen wir mit Facebook schaffen. Ich meine aber, was an der Gewerkschaftswelt oder wahrscheinlich auch an der politischen Welt relativ wichtig ist und noch muss evaluieren, dass den direkten Kontakt, den Kontakt von den mit den Leuten, wo ihr schwätzt, und nicht einfach so nicht mal durch eine ganz Reihe Formeln oder Kürzungen vielleicht kommunizieren die über Facebook. An Lummel ganz ehrlich, Hand auf Herz. Hat er noch viel Bezug zu Schmalz? Ist da überhaupt noch etwas, war der Verband, der überhaupt noch etwas mit der Schmalz? Also ich kann mich ganz klar noch mit der Schmalz identifizieren, weil wenn ich lo zurückgucke, haben 2 von meinen 4 urgroß Pap do geschafft und auch von daheim aus kriegen das die ganze Zeit mit. Ich bin ja relativ spät ans Land kommen. Meine Familie war zwar schon heim, aber ich mit meiner Mami spät. Und das ist einfach, weil ihr nicht guckt, ich persönlich schon keinen direkten Kontakt mit der Arbeit bzw. dem ArcelorMittal oder der Stahlindustrie gehabt. Mir wenn ich mir heinz am Ball wollte still an das Werk da gesehen, was da noch steht. Oder allein wenn ich an die Geschichtsbücher gucke, die ganze Geschichte von Lützeburg lesen, wie die geprägt ist von der Stahlindustrie, von Arbeit, ArcelorMittal und all die Sachen, fand ich das schuld für ein Land, nicht nur Lützeburg, mir wenn es generell wäre, ein Land so ein Symbol zu verlieren, weil es immerhin noch etwas durchstellt, noch eine Geschichte, noch eine Vergangenheit gereist. Du willst gewusst, dass wirklich nicht aufschaffen, beziehungsweise nicht aufbauen, weil ich von Natur aus wirklich etwas, was dem Land etwas bringt, auch wenn es ein Ideal wäre das. Also wir haben Lokatieren für die Jungs in Schmalzen etwas, was uns hier Großeltern erinnert. Eigentlich ist für uns der Kaktus mehr ein Lützeburger Betrieb wie Darseloch. Kein Wunder also, dass die Jugend Darseloch kein Trainer trauert, oder? Wie sieht ihr das? Ja, ob die Jugend Darseloch kein Trainer da kriegt, das kann ich nicht bewerten. Ich meine noch, wenn ihr mit den Großeltern schwätzt oder mit den Urgroßeltern, da wird ja auch ein Approach zu denen. Und du siehst bestimmt Großpapa, Großmammen, die haben immer davon gezählt haben. Derzeit 27.000 Leute an der Siderurgie, 150.000 Beschäftigte, Haut schaffen da 300.000 hier am Land oder noch mehr. Und du hast Siderurgie einfach noch immer den dicksten Betrieb. Und das ist noch immer mehr dick am Personalbestand wie der Kaktus. Da sind aber zum Kaktus ein anderer Approach. Da das richtig mit der Stelle schmacht vor, ob man nicht doch müssen an die Schulprogramme dranbringen, für zu weisen, wer Siderurgie, wer Minen ist hier am Land Bordeaux. Aber mal einen anderen Grund gucken, für was vielleicht nicht so viele Leute beim Streik dabei waren. Bord war Moes, war frei, hat geredet wie, ich weiß nicht was, war aus Lützeburg nicht vielleicht einfach zu bequem, für dann streiken zu gehen. Das gibt der Lützeburger oft hier geworfen, dass wir heute zu bequem wären, wir hätten ein gutes Leben, wir hätten einen hohen Pai und all die Sachen, dass wir eben einen ganz sicheren Standard haben, an dem wir gewinnt sind und dass wir da wenigstens nicht kämpfen müssen für uns Sachen. Ich gebe auch so, dass das etwas damit zu tun hat, mit dieser grossen Nicht-Streiken. Tradition heuer Lützeburg. Wir haben nicht so eine Geschichte wie an Ländern wie Frankreich, wo es eben Usus war, wenn etwas nicht gepasst hat, dass ihn dann auf die Straße gegangen ist und gestreikt wird. An den 2 letzten Jahren goufen ja viel mehr über die Schmalzen heuer Lützeburg erzählt. Also nicht in der Zeit, die Leute zu suchen, aber sie schmalzen, du hast den Nerven aus. Wir sind die Überzeugung, dass die Nerven nicht aus ist oder nicht aus sind, weil man auch mal meinen, dass die Schmelzen überlebensfähig sind, dass auch die Produkte, die hier hergestellt werden, noch hier gebraucht werden. Wenn ihr bedenkt, dass in Amerika ein Gebäude abgeriet wird, mit Stahl von Lützeburg, nicht mit amerikanischem Stahl, nicht mit japanischem Stahl, sondern mit Stahl von Lützeburg, und dass das die Natur ist, die Lützeburg hat, dafür leben die Lützeburger Stahlindustrie,
Da den das fertig vermessen an das dafür sind ja froh nur dem Streik am letzte Komitee mixed und Gewerkschaft versprach geht oder an Tripartit gi Plan der Investissement kommen weil wichtig als zu wissen wer tun sie überhaupt volles investieren oder nicht aber wenn über Rodanger Schöffling seht du geht vielleicht Material hergestellt man noch eng noch vor du hast mir Belval an verding du gelebt flubde da war voll aber wie gesagt das geht an Amerika exportiert wir sind der Meinung dass die Stahlindustrie eine große Zukunft am Land hört mir das wichtig ist dass die Leute die do Pouvoir sinn wo mat die Investimentsplaner kommen, dats man wissen wat en Richtung et geht, a wat sie überhaupt nach volles zun Haiier Lettzeburg der Stuhlindustrie zu investieren. Well das mat können, dat wir bewiesen an dass der Amerikaner de Stuhl vu Letze beschchulen an net vu vorcht ich mein, das die beste Klamm die gëtt. Merci der Herren. Und Engagement vun den Gewerkschaften hat zu Lettzeburg Sprachen bestimmt net zu zweifeln. Ech fir mein Deel war ziemlich motiviert wie das Gespräch zu feieren, weil ich auch persönlich vun der betroffen sinn. 2 Monate vu mir wüsste selber net fir zu Schöffling mat ihrer Arbeitsplatz ausgesehen.